Wer kennt folgende Situation nicht? Man ist irgendwo an einem Anlass, trifft Leute, die man vielleicht kennenlernt, und früher oder später landet man bei einer Aussage wie «Heute ist aber schönes Wetter» oder vielleicht aktueller «Wenn kommt es eigentlich schneien?» Wenn uns der Gesprächsstoff ausgeht, dann bedienen wir uns gerne am Wetter. Aber mal ganz ehrlich, wie gern habt ihr Smalltalk? Viele Menschen haben Angst vor Smalltalk, finden ihn überflüssig und fühlen sich unwohl, wenn sie ein Gespräch mit jemandem Unbekanntem müssen führen. Aber Smalltalk ist eigentlich etwas Hilfreiches, um am Anfang eines Gesprächs eben das Eis zu brechen und ein Gespräch erfolgreich zu eröffnen. Das Ziel von Smalltalk ist, herauszufinden, was verbindet mich vielleicht mit dem Gesprächspartner, mit meiner Gesprächspartnerin, sie ein bisschen besser kennenzulernen, um eben näher in ein weiterführendes Gespräch hineinzugehen. Und ich habe mal bei Google den Suchbegriff Smalltalk eingegeben und dort kommen unzählige Seiten mit Tipps und Tricks, wie dass wir eben den Smalltalk können, angehen. Und natürlich gibt es, oder etwas, was ich gefunden habe, eine Aussage ist, Smalltalk ist neben einem guten Händedruck, einem sicheren Auftreten und der richtigen Körpersprache ein guter Start in eine Konversation. Und damit das Gespräch aber ins Fließen kommt, gibt es auch x Seiten mit Themenvorschlägen, was man eben im Smalltalk, was so die geeigneten Themen sind. Und zuoberst auf der Liste sind Themen wie Essen und Trinken, eben das Wetter, jemandem ein Kompliment machen, Themen zum Setting vom Anlass, vom Treffen, wo man sich befindet, oder Beruf und Arbeit. Und wo es Themenvorschläge gibt es auch Themen, die man ja vermeiden sollte bei so einem Smalltalk-Gespräch. Das sind Themen wie Tod und Krankheit, Corona, persönliche Probleme, Religion, Politik, sexuelle Orientierung. Das sind alles Themen, die man vermeiden sollte, damit man nicht irgendein Fettnäpfchen tritt im Smalltalk und das Gespräch schon beendet ist. Aber Smalltalk muss nicht zwingend negativ behaftet sein. Aus Smalltalk-Gesprächen sind schon ganz gute Freundschaften entstanden. Es sind lockere Gespräche entstanden. Und wie wir vorher schon gehört haben, es sind auch schon Ehen daraus entstanden. Also wir sehen, ein Smalltalk-Gespräch hat immer auch die Chance, dass es lebensverändert wird. Und genauso ein Gespräch, wie wir heute zusammen angucken. Vor Weihnachten hat Judith in ihrer Predigt davon geredet, dass sich die Menschen in Israel gefragt haben, wer ist denn der Johannes? Und was hat er genau für einen Auftrag? Und der Johannes hat die Frage selber beantwortet, indem dass er auf Jesus hergewiesen hat und gesagt hat, das ist das Lamm von Gott. Und an diesem Punkt steigen wir heute in den Text hinein. Der Johannes ist nämlich am nächsten Tag unterwegs gewesen und hat 2 Jünger bei sich gehabt. Und plötzlich läuft Jesus an ihnen vorbei und dann kommt der Johannes zu dieser Aussage und sagt, «Guckt, das ist das Lamm von Gott.» Und die 2 Jünger, die mit ihm unterwegs sind, die verstehen, was er damit sagt und ziehen die logische Konsequenz und laufen Jesus nachher. Folgen Jesus nach. Und damit ist noch nicht eine Nachfolge gemeint, wie dass wir das dann später im christlichen Sinn haben, sondern es hat einfach bedeutet, dass sie hinter Jesus hergelaufen. Und Jesus hat das logischerweise gemerkt, dass die ihm hinter nachlaufen und fährt eben so ein Smalltalk-Gespräch mit ihnen an und fragt sie, was sucht ihr? Und diese ganz einfache Frage, was sucht ihr, das sind die ersten Worte von Jesus, die wir im Johannesevangelium überliefert bekommen von ihm. Aber hinter dieser Frage steckt sehr viel Tiefe, die für uns im Rückblick logisch ist, aber ich glaube, für die Jünger dann nicht logisch war. Wir sehen da drin schon die Frage, ja, was sucht ihr bei mir?
Oder was wünscht ihr euch vielleicht bei mir zu finden? Und darum mal für uns vielleicht auch die Antwort, oder besser gesagt die Gegenfrage, die die zwei Jünger Jesus dann geben, ein bisschen komisch überkommen. Sie fragen nämlich, wo wirst du leben? Oder eben in gewissen Übersetzungen, wo wohnst du? Und da sagt ihnen Jesus, kommt und guckt. Und durch die Antwort bekommt das Gespräch eine unglaubliche Tiefe und hat eine lebensverändernde Wirkung auf die zwei Männer gehabt. So, dass wir auch noch heute, 2000 Jahre später, von ihnen lernen können und uns Sachen merken für unsere persönliche Nachfolge. Und so werde ich heute mit euch 4 so Punkte angucken. Was können wir aus dem Gespräch lernen, aus dem, wie das die zwei Jünger auf den Jesus reagiert haben? Was können wir lernen von ihm, von ihnen und für unsere persönliche Nachfolge anwenden? Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ist die Bereitschaft für Veränderung. Die zwei Männer sind bereit, alt und Gewohntes hinter sich zu lassen. Sie waren Jünger von Johannes, sie sind mit ihm umhergezogen, haben ihn kennt, sie haben gewusst, auf was sie sich mittlerweile eingeladen haben mit dem Johannes. Aber wo sie mit Jesus in Berührung kommen, zögern sie nicht, sondern lassen Johannes zurück. Sie geben ihr bisheriges Leben auf, um dem Jesus nachzufolgen. Ohne schon zu wissen, was alles auf sie zu wird kommen. Sie haben den Mut zu sagen, wenn das wirklich das Lamm von Gott ist, wie das uns der Johannes gesehen hat, dann sind wir bereit, alles hinter uns zu lassen und voll und ganz auf die Karte Jesus zu setzen. Wie sieht das bei dir aus? Bist du bereit, alles hinter dir zu lassen und alles zu machen, was Jesus dir sieht? Oder hängst du vielleicht auch an deinem bisherigen Leben? Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass er will, dass wir bereit sind für Veränderungen. Manchmal bedeutet es, dass wir irgendetwas zurücklassen müssen, weil es uns vielleicht nicht gut tut. Aber ich glaube, es bedeutet in jeder Nachfolge, dass wir den Fokus neu setzen. Dass wir weg von uns und her zu ihm gucken. Dass wir ihn an die erste Stelle setzen von unserem Leben. Und dann müssen wir dann auch bereit sein, das zu machen, was er uns sieht. Und ich glaube, für uns Schweizer ist das manchmal sehr schwierig, weil wir sind in der Schweiz so gewohnt, immer irgendwelche Sicherheiten zu haben. Wir haben also diese Sicherheiten, selbst wenn es manchmal nur Pseudo-Sicherheiten sind. Aber wir klammern es an denen und haben es an denen fest. Aber von dem lesen wir in diesem Predigtext nicht. Es steht dort nur simpel. Und die zwei Jünger haben das gehört, was Johannes gesehen hat. Und sie sind Jesus nachgefolgt. So simpel und auf den ersten Blick vielleicht auch so naiv, könnte man sagen. Sie sichern sich null ab, woher geht denn Jesus? Ist er wirklich das Lamm von Gott, das Johannes sieht? Und wenn ja, was ist denn seine Mission auf dieser Erde? Ja, sie fragen sich nicht mal, was hat er eigentlich für Ansprüche an seine Jünger? Sondern all das interessiert sie nicht, weil sie bereit sind für die Veränderung. Sie lernen Jesus kennen und folgen ihm nachher. Und ich habe mich selber auch schon oft ertappt, wie ich vielleicht am Abschätzen bin, lohnt sich das jetzt für mich? Wie stehe ich vielleicht da, wenn ich das und jenes sage? Und ich glaube, wir sind manchmal so ein bisschen Polen, dass wir wissen, ja, was kostet uns denn die Nachfolge? Vielleicht auch, weil wir in einer Zeit leben, wo Verzicht eigentlich etwas Negatives ist. Wo wir, ja, das ist etwas, was wir nicht gerne haben. Aber ich glaube, Gott sucht Menschen, die offen sind für Veränderung, die bereit sind, dass ihre Nachfolge auch etwas kosten darf. Weil ich glaube, solange wir nicht bereit sind für Veränderungen, setzen wir Gott Grenzen. Dann sagen wir Gott, ich bin bereit, das und jenes zu machen, aber nur unter diesen Umständen. Ein Satz, der mir hier in unserem Dorf entgegenkommt, ist,
Ich will Gott mein Leben hergeben. Ich will alles Frieden machen. Aber weg von Adelboden, ja nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich meine damit auf gar keinen Fall, dass wir alle weg müssen von Adelboden. Im Gegenteil, ich glaube, es braucht auch Leute, die sich hier investieren, die das Dorf prägen. Aber in dem, dass wir schon vorweg sagen, wir geben dir dein Leben, aber nur das sind so die Spielregeln, setzen wir eigentlich Gott Grenzen und er kann nicht so durch uns durchwirken, wie er es vielleicht könnte, wenn wir sagen, hey, wir sind bereit für die Veränderung. Wir sind bereit, Veränderungen einzugehen und Veränderungen zuzulassen. Solange wir an Sachen festhalten, sei das eben vielleicht eine Heimat, sei es Familie, unser Umfeld, dann setzen wir eigentlich das über Gott und sind nicht bereit, das für Gott herzugeben. Und ich glaube, darum sagt Jesus auch im Lukas 14, Vers 26, ein paar Worte, die auf den ersten Blick sehr hart überkommen. Dort sagt Jesus nämlich, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Ich glaube, das sind Worte, die wir nicht so gerne hören. Weil sie eben vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen hart überkommen. Aber ich glaube, es zeigt uns auf, dass Gott nach Menschen sucht, die eben bereit sind für Veränderungen. Die bereit sind, Veränderungen einzugehen. Und ich glaube, herausgefordert sind wir auch, dass wir das nicht nur am Anfang von unserem Christsein eingehen, die Veränderungen, sondern dass wir Gott immer wieder fragen, wo ist der Platz, wo wir sein sollen. Und nach 20 Jahren vor Nachfolge können wir Gott fragen, wo willst du mich haben? Wo gibt es vielleicht Bereiche in meinem Leben, wo ich eben so Veränderungen muss eingehen muss? Das muss nicht immer nur der Wohnort sein. Es gibt x Bereiche in unserem Leben, wo wir ihn fragen können, wo sollen wir Veränderungen eingehen? Weil wenn wir in die Bibel gucken, dann ruft uns Gottes Wort immer wieder zu Veränderungen auf. Es ruft uns zur Umkehr auf, zur Buße. Und sowohl der Johannes, der Täufer, als auch Jesus selber und später auch die Apostel, alle haben ihre Verkündigung mit dem Ruf zur Buße, mit dem Ruf nach einer Umkehr, mit dem Ruf für eine Bereitschaft für Veränderung angefangen. Und ich glaube, die Bereitschaft, Veränderung zuzulassen, Veränderung einzugehen und Gott in unserem Leben zu wirken, ist etwas, was sich aus dem nächsten Punkt, den wir von diesen 2 Jüngern lernen können, nährt. Nämlich der Punkt, die Sehnsucht bei Jesus zu bleiben. Die zwei Männer, die haben eine Sehnsucht gehabt, dass sie nach bei Jesus sind, dass sie bei Jesus bleiben. Und darum sind sie bereit gewesen, Veränderungen in ihrem Leben in Kauf zu nehmen. Das sehen wir nämlich an ihrer Antwort auf die Frage von Jesus, was sucht ihr denn? Da haben sie geantwortet, Meister, wo wirst du bleiben? Oder eben Meister, wo wohnst du? Und das Wort bleiben, das hat sehr eine tiefe Bedeutung. Viel tiefere Bedeutung als einfach nur nach dem Wohnort von Jesus. Das Wort bleiben spielt im Neuen Testament, vor allem in den Texten von Johannes, sehr eine wichtige Rolle. Und es bezeichnet eine tiefe Verbundenheit mit Jesus. In Johannes 6, 56 sieht Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Oder später, bei seiner Abschiedsrede zu den Jüngern, sagt er ihnen, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Johannes 15, Vers 4. Und dort sehen wir, das Wort bleiben hat viel tiefere Bedeutung als einfach nur die Frage, wo hätte der Jesus gewohnt? Und mit dem drücken die Jünger eigentlich schon aus, dass sie mehr wollen als nur ein kurzes Smalltalk-Gespräch mit dem Jesus, sondern sie wollen dorthin gehen, wo Jesus bleibt. Sie wollen ernsthaft und dauerhaft dem Jesus nachfolgen und bei ihm bleiben. Sie haben in sich die Sehnsucht gehabt,
nach dem Jesus, die Sehnsucht nach bei dem Jesus zu bleiben. Und Jesus erfüllt ihnen den Wunsch, indem er sagt, kommt und guckt. Und so wie er die 2 Jünger hat eingeladen, so lädt er auch uns ein. Und ich glaube, die Frage ist an uns gerichtet. Haben wir in unserem Leben die Sehnsucht, dort zu sein, wo der Jesus ist? Dort herzugehen, wo er hergeht? Ernsthaft und dauerhaft. Weil Christsein heisst nicht, sich einfach oberflächlich ein bisschen mit dem Christentum zu befassen. Sondern Christsein heisst, im Glauben mit dem Jesus, mit dem Gotteslamm verbunden zu sein. Und die 2 Jünger haben in dem Moment eigentlich etwas erkannt, wo der Petrus später in Wort hat fassen können. Im Johannes 6 lesen wir nämlich, dass viele, die Jesus zugelassen haben, sich von ihm abgewendet haben, weil sie gefunden haben, die Worte, das ertragen wir nicht, das können wir ja nicht zulassen. Und dann sagt Jesus, fragt die Jünger, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und in dem Moment kann Petrus etwas in die Worte fassen, wo ich das Gefühl habe, was die Jünger hier schon gemerkt haben. Er sagt nämlich, Herr, woher sollen wir gehen? Du bist der, der Wort vom ewigen Leben hat. Und wir haben dich erkannt und wir glauben dir. Was ist deine Motivation für Nachfolge? Lässt du dich einfach ein bisschen auf das Christentum ein, auf das Christsein? Oder hast du in dir die Sehnsucht, dort zu sein, wo der Jesus ist? Er ist der, der Wort vom ewigen Leben hat. Und ich wünsche mir, dass wir in unserem Leben auch die Sehnsucht verspüren, dass wir eben nach bei dem Jesus sind, dass wir mit ihm unterwegs sind. Weil ich glaube, wenn wir die Sehnsucht haben, dass wir nach bei Jesus sind, dann treibt es uns automatisch zum nächsten Punkt, nämlich zum Bedürfnis, andere Menschen einzuladen. Das Verhalten können wir in diesem Bibeltext beim Andreas erkennen. Er wird von dieser Sehnsucht, nach bei dem Jesus zu sein, durchdringt und aus dem heraus ergibt sich das Bedürfnis, dass er andere zur Nachfolge einlädt. Er kann die Entdeckung, die er dort gemacht hat, nicht für sich behalten, sondern er geht los und erzählt seinem Bruder. Er geht zu seinem Bruder und wenn er ihn findet, sagt er ihm, wir haben den Messias gefunden. Und so damit ist der Andreas der erste Jünger, der Jesus als Messias verkündet. Aber nicht nur er macht sich auf, sondern aus dem Satz, der findet zuerst seinen Bruder, können wir daraus schließen, dass der andere, der namentlich nicht erwähnt ist, wo aber sehr wahrscheinlich der Johannes war, der sich in seinem Evangelium nie namentlich erwähnt, dass der auch gegangen ist und seinem Bruder das ist erzählen. Weil im Markus 1 können wir nachlesen, wie Jesus die 2 Brüderpaar, eben der Simon und der Andreas und der Johannes und der Jakobus beruft. Und wir können davon ausgehen, dass er genau gleich wie der Andreas losgegangen ist und dass sein Bruder Jakobus ist erzählen. Weil sie gar nicht anders können, als das weiter zu erzählen. Sie haben das Bedürfnis in sich gehabt und ich gesagt, das, was wir da entdeckt haben, die Sehnsucht, die sie uns auslöst, das müssen wir anderen Menschen erzählen. Und ich glaube, wenn wir heute erleben, wie Menschen zum Glauben kommen, dann sehen wir das bei denen manchmal genau gleich. Dass sie heimgehen, erzählen, was sie erlebt haben. Dass sie zu ihren Freunden gehen und erzählen, was sie erlebt haben. Aus eigener Erfahrung merke ich aber auch, dass wir als langjährige Christen manchmal in Gefahr sind, das vielleicht ein bisschen zu verlieren. Wir sind irgendwo ein bisschen in unserem Alltagstrott drinnen und
vergessen das vielleicht manchmal fast ein bisschen. Es ist irgendwo ein bisschen am Rand. Wir verlieren vielleicht manchmal so die erste Sehnsucht, die erste Liebe, wo wir wie gar nicht anders können, als von dem zu erzählen. Und ich wünsche mir, dass wir aus dieser Sehnsucht heraus eben auch das Bedürfnis entwickeln, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Weil wir erzählen ihnen ja nicht von irgendeinem Philosoph, der irgendetwas Spannendes gesehen hat. Oder von jemandem, der einfach Wunder da hat und Menschen geheilt hat, Sachen in Ordnung gebracht hat. Sondern, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, dann machen wir sie mit dem Gotteslamm, mit dem Messias bekannt, der die Sünden von dieser Welt trägt. Und ich glaube, wenn wir uns das irgendwie auch bewusst werden, wer eben der Jesus ist, dann entwickelt sich in uns auch das Bedürfnis, dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Und ich habe mich im Vorbereiten so gefragt, ja, wie würde sich unser Dorf verändern, wenn jeder, der jetzt hier hockt, pro Woche einem Mensch von Jesus erzählt. Es wären im Jahr näher 52 Menschen. Und wenn sich schon nur von diesen 52 Menschen, die wir von Jesus erzählen, wenn sich dort nur einer würde bekehren, bei jedem, dann bin ich überzeugt, dass es unser Dorf würde prägen und verändern. Weil wenn man die Rechnung dann, weiterführt, dann ging es etwa 5 Jahre und alle Einwohner von Adelboden würden Jesus kennen. Ich weiß, es ist eine theoretische Rechnung. Und Menschen funktionieren manchmal vielleicht ein bisschen anders als so eine einfache Rechnerei, aber mich persönlich motiviert es, um zu sehen, was eigentlich möglich wäre. Manchmal bräuchte es gar nicht so viel, wie wir vielleicht auf den ersten Blick das Gefühl haben. Ich glaube, es braucht einfach manchmal den Mut, über seinen eigenen Schatten zu springen und Gott durch uns zu wirken. Und das führt uns zum 4. und letzten Punkt von dieser Nachfolge. Nämlich, Nachfolge verwandelt uns in einen neuen Mensch. Das sehen wir am 3. Jünger, der dort in diesem Text erscheint. Der Simon Petrus kommt durch seinen Bruder zu Jesus. Und Jesus sagt ihm, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du sollst Kephas heissen. Das bedeutet Fels. Und Jesus sieht in dem Moment etwas in dem Simon Petrus, wo er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ist. Er spricht das aus, was er in ihm schon sieht. In Jesus werden wir ein neuer Mensch. Und das ist das, was Jesus schon sieht in dem Petrus. Er sieht schon das, was er mal wird sein für die Gemeinde von Jesus, für das frühe Christentum. Der Fels, den er wird sein, auch wenn er das im Moment noch nicht ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Petrus zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst hat, was er jetzt mit dem vielleicht soll anfangen oder was Jesus ihm damit sagen will. Aber Jesus sieht etwas in dem Petrus, wo er noch nicht ist, weil er ihn wie schon in dem neuen Mensch sieht, den er durch Jesus wird. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Gott hat jedes von uns bei seinem Namen gerufen und uns zu seinen Kindern gemacht. Durch seinen Geist verändert er uns von innen aus in das Bild, das er von uns schon hat. Genau gleich, wie wir das eben an dem Leben von dem Petrus sehen können. Der ist durch manches Höis und Tief gegangen in seinem Leben. Bis zu dem Punkt, wo er den Jesus verraten hat, obwohl er vorher noch gesehen hat, dass er mit ihm bis in den Tod wird gehen. Aber all das hat bewirkt, dass er eben zu dem Felsen geworden ist, wo er schlussendlich näher war. Gott hat in ihm das schon gesehen, wo er noch nicht war. Das können wir in der Bibel ging um mich sehen, wie Gott Sachen in Menschen sieht, die sie noch nicht sind. Ein anderes Beispiel ist der Paulus, wo Gott in ihm schon gesehen hat, was er mal für einer der grössten Lehrer im Neuen Testament wird werden. Und durch eine Begegnung mit ihm wird der Paulus von innen aus verändert. Und der Paulus selber schreibt im 1. Korinther 15 von sich, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln
der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also er merkt, eigentlich, ich bin der Geringste, ich habe die Gemeinde von Jesus verfolgt. Aber durch die Gnade von Jesus bin ich das geworden, wo ich jetzt bin. Durch die Gnade, dass Gott uns nicht an dem Punkt lädt, wo wir sind, sondern er hat etwas parat für uns. Er sieht in uns etwas, wo wir noch nicht sind. Und durch seinen Geist lädt er in uns innen die Veränderung geschehen. Und ich glaube, es gehört zu unserer Nachfolge dazu, dass wir uns Gott ganz hergeben. Damit er uns in den Menschen verwandeln kann, wo er in uns sieht. Weil ich glaube, der Schöpfer selber weiß am besten, was das er in uns hineingelegt hat. Und das Schöne finde ich an diesem Text, es ist die Geschichte, wie die ersten Jünger von Jesus, wie die ersten Leute Jünger von Jesus sind worden. Und so ein Jünger von Jesus können du und ich auch sein. Jeder kann kommen, wie er ist, mit seiner Sünde, mit seinen Zweifeln, mit seinen Sorgen, mit dem, was wir vielleicht so in unserem Alltagsrucksack dabei haben. Aber die gute Botschaft ist, Gott will uns nicht so lassen, wie wir sind, sondern er will uns verwandeln in einen neuen Mensch. Und die Verwandlung, die ist so radikal, so tiefgreifend, dass wir über unseren Tod raus verwandelt werden und in Ewigkeit bei Gott werden sein. Ich bin überzeugt, zum Christentum, zum Christsein, zu einer Nachfolge von Jesus, gehören die 4 Punkte. Da gehört dazu, dass wir bereit sind, Veränderungen einzugehen, Veränderungen zuzulassen. Es gehört dazu, dass wir in uns die Sehnsucht haben, bei Jesus zu bleiben und das Bedürfnis, andere Menschen zu Jesus einzuladen. Aber es gehört auch dazu, dass wir bereit sind, dieser Verwandlung zu einem neuen Mensch, das wie auch zuzulassen in uns. Und das alles macht Gott an und in uns durch seinen Heiligen Geist. Amen.